Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dass die Predigt dich inspiriert. Wir laden dich dazu ein, dir Gedanken darüber zu machen. Stellt euch vor, es ist 1996. Du kommst von der Schule heim, also bei mir war es so. Schultheke natürlich noch mit Fell in die Ecke gerührt. Die Mami ignoriert, mit aufzugehen machen zuerst und das Vieri in der Küche essen, sondern das Vieri mitgenommen, ab ins Zimmer, dein Kassettchen geholt, in den Kassettenrekorder rein, angestellt, Radio Eulach und dann gewartet, bis du oder dein Freund beim Wunschkonzert durchgekommen ist, dieses Lied können wünschen, dann auf Rekord drücken und dann hoffen, dass der Radiomoderator das Lied bis zum Schluss laufen lässt und nicht reinmoderiert, oder? Dann das Kassettchen auf und ab gehört, miteinander austauscht, die überspielt, hundsmiserable Qualität, aber du hast dein Mixtape gehabt. Das sind doch noch die guten, alten Zeiten gewesen, nicht von Spotify und Apple Music, sondern deine Mixtape, wo man gehört hat. Noch heute haben doch so Playlists einen mega hohen Stellenwert. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich habe die. Ich habe ganz verschiedene. Ich habe eine zum Arbeiten. Ich habe eine zum Arbeiten für so, wenn ich einfach Fleissarbeit machen muss. Ich habe eine, wenn ich mich konzentrieren muss, so ein bisschen Lo-Fi. Ich habe eine für den Sport, eine für das Krafttraining, die so ein bisschen mich anhypt. Ich habe verschiedene zum Joggen gehen mit verschiedenem Pace, dass die Geschwindigkeit behalten. Und ich habe eine für Lebenskrisen, die so ein bisschen Worship-Songs sind, die mir helfen, die mir wieder Identität zusprechen. Wir starten heute in eine Serie von den Psalmen. Psalmen sind so eine Art Mixtape oder Playlist in der Bibel von Liedern. Doch ist es so banal oder so willkürlich, wie die Lieder zusammengestellt sind in der Bibel, wie mein Mixtape, wo einfach nach Mut ein bisschen Lieder zusammengekommen sind? Oder ist da mehr dahinter? Mit dem wollen wir uns in dieser Serie beschäftigen. Psalmen sind die grösste Sammlung von poetischen Texten oder Liedern in der Bibel. Bedeutungsstärke liegt sowohl im einzelnen Psalm, wo man lesen kann, wo so eine Tiefe von Gott rauskommt, aber eben auch in der Gesamtkomposition. Darum haben wir uns entschieden, in dieser Serie immer wieder einzelne Psalmen rauszunehmen, aber auch immer wieder das Ganze anschauen und schauen, hey, was ist die Bedeutung von dem Gesamten? Es ist eine vierteilige Serie. Heute geht es Psalmen und Bibel. Nächstes Mal sind Psalmen und Emotionen. Dann Psalmen und Jesus und der Abschluss ist Psalmen und mir. Und jetzt tauchen wir in Psalmen ein, wenn die anschauen, was sind das? Wenn ihr zuerst an ein biblisches Buch herangeht oder wieder in ein biblisches Buch herangeht, anfangen zu lesen, ist es manchmal gut, wenn man sich so ein paar Fragen stellt, bevor man eintaucht. Das ist mega wichtig, weil du liest nicht alles gleich. Also die Rechnung vom Strassenverkehrsamt liest ich nicht gleich wie eine Notiz, die meine Frau mir am Morgen auf den Tisch legt. Und darum ist es einmal gut, wenn wir uns ein bisschen überlegen, was haben wir vor uns? Was lesen wir da? Psalmen. Das Wort Psalm leitet sich vom griechischen Psalmos ab und hat ursprünglich die Bedeutung gehabt, das Zupfen von einer Saite beim Begleiten von einem Lied. Also Psalmen sind eigentlich Lieder, die begleitet worden sind. Ist eigentlich wie der Worship, den wir hier hatten. Im Hebräisch heisst es Tehillim, das Buch. Und das heisst Lobpreisungen. Und es zeigt uns doch auch etwas, oder? Viele Psalmen fangen mit Klagen an, aber schon nur die Namen, die wir sehen, die für das Buch braucht, zeigen doch, dass eigentlich das Ziel dieser Sammlung der Lobpreis zu Gott war. Geht so ja so schnell ist man beim eigenen Bauchnabel. Aber manchmal tut es gut, wenn man sich überlegt, was habe ich da? Das Ziel ist da eigentlich der Lobpreis. Was für ein Genre haben wir? Wir reden ja von einer Playlist, da müssen wir wissen, was für ein Genre das wir hier hören. Der Kern gehört zum Genre von der antiken hebräischen Musikpoesie.
Das ist eine wichtige Poesie, das ist eine bildhafte Sprache. Das kannst du nicht immer 1:1 nehmen, sonst wird es gefährlich. Und was spannend ist, es ist für den praktischen Gebrauch im Gebet und eben in der Anbetung gedacht. Das ist das Ziel der Psalmen. Und das Besondere ist daran, wieso betone ich das so? Das sind Worte, wo wir zu Gott reden, die aber von ihm inspiriert sind. Also es ist dann eigentlich so ein Kreislauf. Ich spreche etwas aus, wenn ich so einen Psalm bete, wenn ich einen Psalm singe, wo er eigentlich oben runtergegeben hat, oder? Und ich glaube, dort drin liegt eine Schönheit und eine Kraft. Und darum können wir sagen, Psalmen sind eigentlich so ein geistlicher Werkzeugkasten, wo wir führen können, was wir brauchen in jeglicher Lebenslage. Entstehung. Die Entstehung der Psalmen ist etwas mega Spannendes. Weil es ist nicht einfach dann entstanden, sondern es ist über einen Prozess entstanden. Über Jahrhunderte sind die entstanden. Und sie widerspiegeln die ganze Geschichte von Israel. Lange hat die Forschung davon ausgegangen, dass Psalmen im nachexilischen Zeitraum entstanden sind. Heute geht man aber eher davon aus, dass gewisse Lieder einen sehr alten Kern haben können. Wenn es also heisst, ein Lied von David, dann ist es sehr wohl möglich, dass das historisch ist, dass das Lied wirklich von David geschrieben worden ist, überliefert worden ist. Wir sehen ja auch, dass ein wesentlicher Aufbruch von der Musik in den ersten Tempelbau, im Tempelbau gekommen ist. Nämlich mit den verschiedenen Sängern, den Korachiten, am Asaf. Und die haben eine reiche Tradition entwickelt, die sich seit dort durchgezogen hat. Also unser Worship geht dort zurück, würde ich jetzt behaupten. Viele Gebete, viele Psalmen haben so einzeln schon bestanden und im nachexilischen Zeit hat man es dann zusammengenommen für die Psalmen. Autoren sind 150 Psalmen und eine grosse Vielfalt an Stimmen kommen da zusammen. Aus jeder Epoche dieser Zeit. Mega spannend. Die meisten Zuschreibungen gehen auf den David mit 73 Psalmen. Wir haben aber den Asaf mit 12, Korachiten mit 11, dann hat es noch einzelne vom Salomon, vom Mose, vom Heman und vom Ethan. Und 49 sind anonym. Die breite Autorenschaft verdeutlicht, dass der Psalter das gesamte Gebetsleben vom Erfolg über Jahrhunderte widerspiegelt. Es ist also nicht einfach jemand, der jetzt gesagt hat, so sollst du beten, sondern es ist eine Breite, es zeigt eine Breite auf von verschiedenen Menschen, von Leitern, von Worshippern. Und ich glaube, das macht es also zugänglich für die breite Masse. Spannend ist auch die Rolle, die der Psalm hat in der Gliederung. Wo sind die Psalmen eingegliedert? Wenn wir heute die Bibel aufschlagen, sind sie etwa in der Mitte, dann ist mir nicht so schlecht, oder? Aber sie haben ja eigentlich gehören zum Alten Testament, zu der jüdischen Bibel. Und die jüdische Bibel ist in 3 Teile aufgebaut. Am Anfang in Gesetz, in Torah. Der zweite Teil sind Propheten neben ihm. Und die dritte sind eben die Schriften, wo Psalmen ein Teil davon sind, Ketuvim. Und dann nehmen die Psalmen eine Schlüsselposition ein, weil sie das einleiten, weil sie mit dem anfangen. Und was ist jetzt so spannend? Nämlich sind sie ein Übergang. Sie öffnen einen Übergang von der Offenbarung von Gott zu einer menschlichen Antwort. Es ist das erste Mal, dass die ersten 2 Teile sind so göttliche Offenbarung und der dritte Teil sind die menschliche Antwort darauf. Sie zeigen uns eigentlich, wie der Glaube im Alltag ganz praktisch gelebt und ausgebettet werden. Jetzt kommen wir mal wieder zu meinem Mixtape, oder? Wo eben nach Gefühl zusammengestellt worden ist. Da hat es ein bisschen christliche Lieder, die ich in der Gemeinde kennengelernt habe, oder? Und dann hat es Lieder aus den Charts gehabt, die haben wir einfach so zusammengemischt, oder? Ein bisschen random, was gerade war, oder? Und das Tape hat dann einmal sich verändert, dann hat man wieder ein Lied rausgestrichen. Bei den Psalmen ist es nicht so. Wir haben nämlich dort eine wunderbare innere Struktur. Das Bible Project, das ist so eine NGO, die
Bibelwissen zur Verfügung gestellt. Mega coole Podcasts oder so Einführungsvideo oder auch so Online-Schulklassen kannst du besuchen. Und sie haben so einen Satz dort rein über Psalmen, wo heißt: Das Buch der Psalmen ist eine kunstvoll zusammengestellte Sammlung von 150 antiken hebräischen Gedichten und Gebeten mit einer sehr bewussten und übergreifenden Struktur. Darum sind Psalmen nicht einfach so eine random zusammengeführte Playlist nach Gutdünken, sondern es hat so einen göttlichen Faden drin und das wollen wir anschauen. Psalmen, wenn wir ein bisschen beieinander sind, genau, Psalmen sind selber wieder in 5 Bücher unterteilt. Wir sehen das da auf meinem Screen, nicht Scream. Ja, manchmal ist das zum Brüllen. Was spannend ist, dass die 5 Bücher von der Tora widerspiegeln. Wir sehen schon dort einen Zusammenhang. Auch thematisch gehen sie auf eine Reise. Der erste Teil, das erste Buch handelt von David seiner Krise. Der zweite sind so Hoffnungslieder vom Salomon. Im dritten sieht man den schmerzhaften Verlust im Exil. Das vierte liefert die radikale Antwort darauf: hey, auch in diesen Krisen, Gott regiert. Und das 5. Buch ist ein gewaltiges Finale aus Fest- und Jubellieder. Wir können auch sagen, Psalmen widerspiegelt eigentlich die ganze Bibel. Von Anfang der Schöpfung bis zu der Offenbarung. Das sieht man aber nur, wenn man das mal als Ganzes liest. Wenn man nur einfach unsere Vers rauspickt. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Gefahr, wo wir evangelikale Szenen haben. Aber man sieht die Schönheit, auch die Kraft, das Kraftvolle vom Wort Gott, wenn man die ganze Komposition anschaut. Was auch spannend ist, dass nämlich so in diesen 5 Büchern so, wir nennen das Nahtstellen hat, Nahtstellen von der Hoffnung. Wenn wir nämlich jetzt hier schauen, sehen wir, dass Buch 1 bis 4, die Verse, immer gleich aufhören. Sie hören immer gleich auf mit einer Lobpreisung, mit einer formelhaften Lobpreisung. Es heisst immer, gelobt sei der Herr, und dann ein doppeltes Amen, Amen. Jetzt im jüdischen Kontext, für jeden jüdischen Leser ist das klar gewesen. Im Tempel oder noch in der Synagoge, wenn einer etwas vorgelesen hat aus der Torah und die Leute sind einverstanden gewesen, dann haben sie Antwort gegeben mit. Also hören die, jede von diesen 4 Büchern hört auf mit «Gelobt sei der Herr» und die Leute sagen, ich bin nie dabei gewesen, aber ich stelle mir vor, es war ein bisschen mit mehr Emotionen gewesen. Wisst ihr, was Amen, Amen heisst? So soll es sein, so soll es sein. Es hat auch einen rechtlichen Charakter. Auch auf dem Dorfplatz, wenn die Leute einen Fall vor die Dorfältesten gebracht haben und die Leute einverstanden waren, dann haben sie Amen, Amen gerufen. Viva la Resistance. So, fast ein bisschen mit der Faust oben, oder? Und das ist Wort Gottes. Das ist biblische Wahrheit, die in unseren Herzen wirkt. Da darf man Amen, Amen reinrufen. Ja, aber das ist doch mega spannend. Es zeigt so, was da innen ist. Jetzt die Cleveren unter euch haben gemerkt, irgendetwas fehlt da. Es sind gar nicht 150 Psalmen. Es sind zwar 5 Bücher. Genau, gehen wir mal an den Schluss. Psalm 146 bis 50 bildet ein massives doxologisches Finale. Jetzt brauchen wir das Superlative. Schon fast ein bisschen amerikanisch. Aber es ist eben so. Es ist so, wenn wir die 5 Psalmen anlesen, dann ist das wirklich ein Feuerwerk. Während das Buch mit Klagen, oder viele Bücher fangen mit Klagen an, aber sie hören eben immer mit dem Finale auf. Und so muss der Schluss auch so ein Feuerwerk sein. In diesem Feuerwerk sehen wir noch eine Gliederung. Oder, ich muss anders sagen, all die 5 Psalmen, die fangen immer mit dem Gleichen an. Sie fangen immer mit dem Halleluja an und sie hören mit dem Halleluja auf. Das heißt, preist Jahwe.
Halleluja heißt preist und Ja heißt Jahwe. Es ist eine Aufforderung, den Gott zu preisen am Schluss von der Bibel, am Schluss von dieser Erde, wird sich alles auf den Lobpreis von unserem Gott zuspitzen. Mega spannend. Es sind 5 Psalmen in dieser Doxologie und sie sind ein Echo auf die 5 Bücher von den Psalmen, ein Echo auf die 5 Bücher Mose. Der Psalm 48 ist so das kosmische Zentrum, wo es aufgerufen wird, so das Finale, dass die ganze Schöpfung, also Himmel und Erde, den Gott soll anbeten. Und dann haben wir Schlussbuch gegeben, Psalm 150. Das ist ein rhythmisches Feuerwerk, nennt man das in der Theologie. Ein rhythmisches Feuerwerk. Es braucht keine Begründung mehr, keine Aufforderung mehr, sondern einfach alles, was Atem hat und alles, was geschaffen ist der Gott am Anbeten. Hier, das erinnert an die Offenbarung, am Schluss der Offenbarung, wo einfach jeder nur noch den Gott anbeten kann, weil es nicht mehr anders geht. Und jetzt kommen wir zum Anfang. Der Anfang ist so ein Doppelportal. Wir können sagen, es ist wie so ein Tor, das auf alles hinweist. Es fungiert so als 2 tragende Säulen, wo der Leser soll ablenken, wo der abgelenkte Leser soll auf das Wort Gottes fokussieren. Hey, wann ist das geschrieben worden? Vor x hunderten Jahren. Ich habe immer das Gefühl, wir sind eine abgelenkte Zeit. Wir packen es nicht auf uns, auf das Wort Gottes fokussieren. Aber dort war das schon ein Thema gewesen. Es hat 2 Grundpfeiler. Treu zu den Weisungen von Gott, also zu der Torah, und die Hoffnung aufs kommende Reich, auf den Messias. Sie sind ohne Autorenschaft, ohne Überschrift, sondern sie fangen einfach gerade an. Sie sind konträr oder sind verschiedene Perspektiven. Der Psalm 1 ist ruhig, persönlich, intim. Der Psalm 2 ist dynamisch und greift das ganze Weltgeschehen auf. Und um das jetzt ein bisschen veranschaulichen, liest uns Timon den vor und ich bitte euch, so ein bisschen auch als Ehrfürchtigkeit vor dem Wort Gottes miteinander aufzustehen, während der Timon uns den Psalm vorliest. Psalm 2. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Kommt, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln ihre Herrschaft ab. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen. Nichts als Spott hat er für sie übrig. Dann stellt er sie voller Zorn zur Rede und versetzt sie in Angst und Schrecken. Er spricht: Ich selbst habe meinem König die Herrschaft übertragen. Er regiert auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Und dieser König verkündet: Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn. Heute bin ich dein Vater geworden. Bitte nur darum, und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Du wirst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, sie wie Tongeschirr zerbrechen. Darum, ihr Herrscher, nehmt Vernunft an. Lasst euch warnen, ihr Mächtigen der Welt. Dient dem Herrn voller Ehrfurcht. Jubelt ihm zu, auch wenn ihr zittert. Erweist seinem Sohn die Ehre, die ihm zusteht. Sonst trifft euch sein Zorn und ihr seid verloren, denn sein Zorn ist schnell entflammt. Aber glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Ihr dürft wieder absitzen.
Wir werden jetzt noch in den Psalm hineintauchen, im Psalm 2. Bewusst eins von diesen Doppeltor. Ich habe mich bewusst für den Psalm 2 entschieden, weil ich glaube, den Psalm 1 die meisten schon kennen. Ich hätte wahrscheinlich sagen können, was steht im Psalm 1 und viele da drinnen hätten ihnen ein bisschen etwas daraus zitieren können. Aber wer hätte den Psalm 2 kennt, ich weiß es nicht. Wir werden den miteinander anschauen. Er wird als Thronbesteigung-Psalm genannt. Man kann davon ausgehen, dass er vorgelesen ist, wenn ein neuer König auf den Thron gekommen ist. Er ist bei uns nicht so bekannt, aber er ist der meist zitierteste Psalm im Neuen Testament. Und das heisst doch, es lohnt sich, in den hineinzutauchen, wenn ein Jesus, der Paulus und auch so viele andere ihn so viel zitieren. Wir können ihn in 4 Abschnitte eingliedern und jetzt, wir haben nicht mega viel Zeit, ich bin schon ein bisschen hinten drin, um da mega tief zu gehen. Aber ich wollte euch in allen Abschnitten ein bisschen etwas, ein Zückchen geben, auch wenn man nur an der Oberfläche kratzt. Der erste Teil geht darum, dass die Völker in Aufruhr geraten. Sie schmieden Pläne, die zu nichts führen. Die Mächtigen der Welt rebellieren und verschwören sich gegen Gott. Hey, das kommt mir nicht bekannt vor, auch in der heutigen Zeit, oder? Hat man doch das Gefühl, dass wenige einzelne Mächtige sich gegen Gott auflehnen oder einfach selber nachstudieren. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen, nämlich das Wort «sie schmieden Pläne» ist eigentlich ein Wort dahinter, nämlich Hagar. Alle, die jetzt an der Follow Jesus waren, denen geht das Lämpchen auf. Der Simonetter hat nämlich eine ganze Session über das Hagar gebraucht. Das heisst nämlich darüber nachsinnieren, keuen, meditieren. Und alle, die dabei waren, die sagen doch jetzt mal schnell, warte mal schnell. Der Simon hat doch vom Psalm 1 geredet. Ist das Zufall? Oder können wir das vielleicht nebeneinander so ein bisschen anschauen? Wir sehen also, sie schmieden Pläne, die zu nichts führen, im Psalm 2. Und im Psalm 1 ist sein Gesetz sind Tag und Nacht. Beides Mal das Wort Hagar. Was ist der Unterschied, wo wir da sehen? Der über Gottes Gesetz sinniert, der Hagat, der, so ist es nicht, der ist wie ein Baum. Der will nicht, ich glaube, machen wir weiter. Der über Gottes Gesetz sinniert, Hagat, der ist wie ein Baum, der Frucht bringt. Und die Mächtigen, die in ihrer eigenen Weisheit Hagat darüber nachsinnen und gute Pläne schmieden, da kommt Chaos raus. Die Pläne führen zu nichts oder zu nichts führen. Hinten dran ist das Wort Chaos. Ich finde das spannend, oder? So aktuell. Nach jedem Abschnitt will ich euch Fragen stellen. Über was sinne ich nach? Was beschäftigt mich? Sinne ich über Politik nach? Sinne ich über das nach, wo unsere Mächtigen entscheiden? Sinne ich über das nach, wo heute Nachmittag abgestimmt wird? Ich hoffe, du bist abstimmen, egal wie, aber ich hoffe, du bist gegangen. Brieflich, oder gestern, du hockst jetzt da. Aber was mache ich mit dem? Sorge ich mich um das, was heute Nachmittag rauskommt? Oder weiss ich, wo ich Wasser habe? Mich challenge das. Meine Mami hat mal früher noch von einer Sonntagsschule, sie war Sonntagsschullehrerin bei uns in der Gemeinde, und sie ist heimgekommen und hat gesagt, wir haben einen neuen Ansatz. Du darfst so viel Fernsehen schauen, wie du willst. Denkst du, da ist ihnen... Kann nicht sein, oder? Dann ist es runtergekommen, aber du musst gleich lang die Bibel lesen. Sie hat es nicht lange durchgezogen. Aber eigentlich ist das so ein cleverer Move. Wie viele Minuten beschäftige ich mich mit News? Und wie viel lasse ich mich von dem Wort Gottes, von dem Gesetz durchtränken wie ein Baum, der am Wasser steht? Der Karl Barth, Schweizer Theologe, hat gesagt, wie man betet, steht in der Bibel. Und was man betet, steht in der Zeitung oder in den Medien. Das können wir uns vielleicht mitnehmen.
Gehen wir weiter. Teil 2. Jahwes Reaktion. Gott reagiert. Jetzt probieren wir es dann einmal. Wie reagiert Gott auf das? Er kann nur lachen. Spott hat er übrigens. Voller Zorn stellt er sie zur Rede und versetzt sie in Angst und Schrecken. Kennst du so Gott? Also, wenn ich den Psalm gelesen habe, weil ich denke, ich nehme den Psalm 2, den 1 kennen wir schon, oder? Dann habe ich gelesen und denke, nein, ich nehme den Psalm 1, das ist viel schöner. Dann merkst du, nein, warte mal, es ist ein Doppelportal, es muss etwas bedeuten. Was können wir da rausnehmen? Gott gerät durch die menschliche Rebellion, von das, was falsch läuft, nicht in Panik. Es entgleitet ihm nicht. Er thront gelassen über dem Chaos. Der Psalm spiegelt die aggressive Kriegssprache wider. Gott reagiert auf den Bulli so, wie er in die Welt reagiert. Es ist also ein Liebesbeweis. Gott sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter, Punkt. Die eigenen Kinder müssen manchmal merken, also möglichst gewaltlos erziehen, oder? Gewaltfreie Kommunikation und alles und hebt die anderen Backen an und geht dem Konflikt aus dem Weg oder rein, das kann man alles machen, oder? Aber irgendwie kommt der Moment, wenn das Kind runterkommt, wo sie es sehen muss, du setzt dich für sie ein. Gott setzt sich für sein Volk, für seine Kinder ein in diesem Abschnitt. Er sagt, halt, bis dahin noch nicht weiter und jetzt greife ich ein. Gott redet hier mit einer Intensität, die einem fast erschrecken lässt. Da wenn wir durch die Bibel durchgehen, sehen wir immer wieder, dass Gott so auftritt. Meistens, wenn es um die Unterdrückten geht, dann setzt er sich ein und sagt, halt, so nicht. Dann, wenn sein Volk zu ihm geschrauen hat. Frage, was für ein Bild habe ich von Gott? Ist Gott primär einfach mein liebender Vater, mein Daddy? Darf er Einfluss in der Welt, eventuell auch in deinem Leben nehmen? Kennst du Gott als der sich einsetzt für die Unterdrückten? Gehen wir zum dritten Teil. Der Erlass vom Sohn. Da sagt Gott im Himmel, ich habe meinem Sohn die Macht geben. Und dann sagt der Sohn, nein, der Vater sagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Und ich gebe dir, bitte nur, und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Der Blau geht nicht, der will nicht. Der auch nicht, ist gleich. Jetzt für uns, die wir Jesus kennen, sagen wir, ist klar, das weist auf Jesus hin. Vollkommen klar. Aber was man sehen, dass diese Terminologie gebraucht worden ist, wenn Könige eingesetzt worden sind. Wenn der Sohn übernommen hat, hat man das gesagt. Das lesen wir in außerbiblischen Texten bei den Assyrern, bei den Babylonern, wo wir schauen wollen, ist das eine Terminologie, die es schon gegeben hat. Was aber spannend ist, dass kein König in Israel und überall sonst eingesetzt worden ist und alle Völker auf der Erde bekommen hat. Das trifft nur auf Jesus zu. Und wir sehen also in der Bibel, wir nennen das so Hyperlinks, dass in der Bibel immer wieder Links hat, wo ihr neu mit angeht. Es geht wirklich nur, gell? Mach nicht. Es gibt so ein Bild, das das aufzeigt, wie die Bibel miteinander verlinkt ist. Und je mehr, dass wir die Bibel lesen, je mehr, dass man die gehen, werden uns die Hyperlinks bekannt. Der Vers ist nämlich ein mega viel zitierter Vers. Der kommt im 2. Samuel vor. Die Terminologie, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden, ist wo gebraucht worden? Weiss es jemand? Bei der Taufe von Jesus geht der Himmel auf und eine hörbare Stimme kommt oben runter. Der Paulus braucht die wieder in einer Rede, um zu sagen, hey, das war im Fall nicht ein normaler Mensch, der Jesus. Er braucht es so als Bestätigung und zitiert das wieder. Wir können weitergehen. Auf Jesus bezogen, du wirst eiserne Zepter, wirst sie zerschlagen, wie Tongeschirr zerbrechen. Für was steht das eiserne Zepter? Das steht für eine überdauernde
Regierung. Eine Macht, die Bestand hat. Und was ist das Tongeschirr? Für was steht das Tongeschirr? Für etwas Vergängliches. Es wird vorausgesagt, dass Jesus wird kommen, wo alles wird überdauern. Und jede Macht, die kommt, ist wie ein Tongeschirr, das zerbrochen wird. Er wird kommen, er wird Frieden bringen, er wird das korrupte System überwinden. Auch da, Hyperlink, die genau gleiche Terminologie wird in der Offenbarung 2,27 wieder gebraucht, wo der Jesus angekündigt wird. Und er heisst, er wird mit einem eisernen Zepter kommen und er wird all die Völker zerschlagen, all die Tongeschirr. Es werden die genau gleichen Sachen gebraucht. Es ist mega spannend, wenn wir unseren Fokus, unsere Scheuklappen vom einzelnen Vers aufmachen auf die ganze Schrift. Wir merken auf einmal, hey, es ist gar nicht möglich, dass das ein paar Menschen zusammenstellen und sagen, das ist jetzt die Bibel, das ist mir noch wichtig und das nicht. Nein, es hat die Schönheit vom Wort Gottes, zeigt es auf. Frage, siehst du Jesus als der König über allem? Oder ist er so ein Add-on? So eine Nahrungsmittelergänzung, die man noch dazu nehmen kann. Und es geht ihm einfach ein bisschen besser. Ist gefährlich. Jesus ist der Retter, Jesus ist der Messias, Jesus ist der wird herrschen. Der Bibeltext zeigt das uns so. Es massiert es uns rein, wenn wir es zulassen, wenn wir die Augen aufmachen. Gehen wir in den letzten Teil. Da sticht es raus. Nehmt Vernunft an. Lasst euch warnen. Dienet, auch wenn er zittert. Im letzten Teil, wenn wir den Psalm so ganz anschauen, merken wir, da kommt ein Stimmungswechsel rein. Voran ist so Kriegssprache. Und auf einmal kommt nach den harten Worten ein rhetorischer Umbruch. Von Zerstörung zu einer Warnung. Da sehen wir Gottes Wesensart. Darum können wir einfach nicht sagen, der alttestamentliche Gott ist ein anderer als im Neuen. Nein, Gottes Wesen ist zur Umkehr aufzurufen. Gottes Wesen ist, uns nochmal eine Chance zu geben. Sind wir bereit, uns auf das einzulassen? Er steht nicht einfach für Bestrafung. Er will nicht einfach vernichten. Er ist für und er möchte, dass die Erde, die Völker, die Familie und jede einzelne Person, dass die leben, dass das zum Blühen kommt. Und er weiß, wo es zum Blühen kommt. An dem Strom vom lebendigen Wasser, bei ihm selber. Jetzt kommen wir zum Schluss. Jetzt probiere ich nochmal eine andere Farbe. Da. Einfach aus Lust. Genau. Und es geht. Aber glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Das kann man einfach so überlesen. Aber hey, warte mal schnell. Wie fängt der Psalm 1 an? Glücklich der Mann, glücklich. Und wie hört der Psalm auf? Glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht finden. Ist das ein Zufall? Nein, es ist eben die Schönheit, es ist das Doppeltor in die Psalmen hinein, wo uns den Fokus gibt, schon am Anfang, vielleicht auf das Schwierige. Psalmen sind in die ganze Bibel verlinkt. Es fängt mit der Schöpfung an in der Bibel, die Gott gut gemacht hat. Und es endet mit dem neuen Jerusalem, mit dem Reich Gottes, das final da wird sein. Ich sehe mich nach dem. Gerade wenn wir manchmal in die Geschichte rausschauen, oder? Und die ganzen Psalmen bezeugen das. Frage, nochmal, vertraust du, dass Gott heute alles im Griff hat? Wo stehst du in Verantwortung? In deiner Ehe, in deiner Familie? Wenn ich sage Ehe, meine Mann und Frau, wir haben beide Verantwortung. Im Job, in deinem Dienst. Und auf was ist die Verantwortung gegründet? Vielleicht braucht es heute Morgen eine Umkehr. Vielleicht müssen wir heute Morgen umkehren und sagen, ich habe es selber probiert. Ich will nochmal die Weisheit bei Gott anziehen. Ich brauche das. Ich brauche es. Und erweisest du dem Gott, der über allem steht, die Ehre.
komme zum Abschluss. Wir haben den Psalm 2 nur der Oberfläche kratzen, glaubt es mir. Es wäre noch viel Material da. Aber ich hoffe, ich kann euch ein bisschen Lust geben, um mit diesen Bibeltexten meditieren, verweilen und es im Ganzen anzuschauen. Mir selber zeigt es, Gott ist in Kontrolle, egal was rundherum ist. Und ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mich sorgen, kleiner Hyperlink zum letzten Sonntag, zum Reto seiner Predigen. Was macht man mit Sorgen? Ich kann mich sorgen, was da läuft rundherum. Oder ich kann an das Wasser gehen vom lebendigen Gott und die Sorgen dort abladen und vielleicht für die Umstände beten. Der Psalm 2 dient für mich, oder ist mir noch mal so aufgegangen diese Woche, als Gegenmittel gegen so eine bedrohliche Weltlage, die sein könnte. Und es ist eine Schule von der Anbetung, um immer zu lernen, wo komme ich hin. Lasst uns aufstehen, ich will beten für das. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du über allem stehst. Ich danke dir, dass du uns die Bibel gibst, in dieser Schönheit, in dieser Fülle, in der eben nicht einfach zufällig zusammengestiefelt. Und ich weiß, dass wir das brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns an dein Herz ziehst, an den Ort, wo wir uns sorgen wollen. Lass du uns Menschen werden nach Psalm 1, wo am frischen Wasser steht, wo am frischen Wasser stehen und Frucht bringen, egal was rundherum ist. Ich danke dir, dass dein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Und wir sagen dir, wir brauchen es. Wir brauchen deinen Blick auf die Erde. Wir brauchen deinen Blick auf unsere Arbeit. Wir brauchen deinen Blick auf unsere Familie, auf unsere Ehe und auf unser Leben. Danke, Jesus, hast du vollbracht. Und willst du mit uns zusammen dein Reich bauen? Amen. Danke, hast du reingeschaut in die Predigt und lass uns einen Kommentar, was dich begeistert hat oder was Fragen aufgerührt hat. Hey, wir bauen Kirchen und wir machen die Predigten, dass Menschenleben zum Blühen kommen und mit Gott connected werden. Und das hoffen wir, das ist passiert. Wenn du Fragen hast oder das Gebetsanliegen, dann kontaktiere doch uns. Wir lieben es, mit Menschen in Verbindung zu kommen. Wir lieben es auch für Menschen zu beten. Wenn dir die Predigt gefallen hat, dann gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du die nächste Predigt sicher nicht. Wenn du uns unterstützen willst und dir das gefallen hat, dann geh auf den Button, scan den QR-Code. Danke vielmals. Und sonst, hey cool, hast du reingeschaut und hoffentlich bis ein anderes Mal.